Hallo und moin, schön, dass Sie eingeschaltet haben bei einer neuen Ausgabe vom Fair Talk, Ihrer kleinen Talksendung auf der Weserfähre vom Team aus Nordenham von Radio Weser TV. Und wenn Sie regelmäßige Zuschauer sind bei Radio Weser TV, dann werden Sie auch ein anderes Talkformat kennen, was in Bremen beheimatet ist, in Bremen aufgezeichnet wird und das eine weibliche Moderatorin sein eigen nennt oder ihr eigen nennt, Anneke Terfehn, nämlich der Terfehn Talk Butter bei die Fische. Und heute, da ist sie mal auf der anderen Seite des Mikrofons und muss meine Fragen beantworten und gibt selber ein bisschen Butter bei die Fische. Hallo Anneke. Moin, na? Wir bleiben auch sofort beim Du, Ja. denn du bist ja quasi, ich habe dich schon als Kollegin angekündigt. Wir sind ja sehr froh, dass wir mittlerweile eine Talkshow bei uns im Programm haben, die von dir moderiert wird. Aber wir wollen dich natürlich erstmal so ein bisschen kennenlernen und so ein bisschen Butter bei die Fische geben. Das ist ja deine Sendung, deine Idee gewesen. Wie ist diese Idee entstanden, so eine Talksendung, eine regelmäßige Talksendung auf die Beine zu stellen? Ja. Das war eigentlich so, dass ich wirklich gedacht habe, mein Rucksack an Erfahrungen ist voll. Ich habe Fernsehen gemacht, ich habe Radio gemacht, ich habe Web-TV gemacht, ich habe für einen Zeitungsverlag gearbeitet, ich habe Nachrichten gemacht, ich habe Talks gemacht, Interviews und da habe ich gedacht, irgendwie ist es an der Zeit, vielleicht was alleine auf die Beine zu stellen. Alleine geht natürlich nicht. Ich habe eine super tolle Profi-Crew mit 8 Leuten um mich rum. Wir machen das gemeinsam. Aber die Idee ist sozusagen da geboren. Und ja, und nun haben wir schon die 17. Sendung aufgezeichnet. Die 17. Sendung, Wahnsinn. Und die zeichnet ihr immer auf in Bremen. Ihr habt da einen ganz markanten Ort für eure Talksendung gefunden. Genau. Mir war das wichtig, weil ich ja nun alte Fernsehfrau bin, dass ich einen schönen Hintergrund habe, ohne groß Kulisse bauen zu müssen. Und habe immer nach so einem alten Gemäuer gesucht. Und dann habe ich tatsächlich eins gefunden beim Stadtwirt in Bremen. Das ist eine Lokalität, ein Restaurant. Und das ist nicht nur irgendein Gemäuer, das ist das alte Katharinenkloster. Es sind wirklich denkmalgeschützte Wände mit ihren schönen, wunderschönen Backsteinen. Und wo wir das aufzeichnen, sind auch so wirklich so Kuppeln, die Decke dann sind. Also es ist einfach ein ganz toller Ort. Ist ein toller Ort, das stimmt. Und du hast dir auch wirklich schon tolle Gäste eingeladen. Ich habe nun nicht jede Folge gesehen, aber es gab ja einige ganz spannende Folgen mit dabei. Unter anderem ein sehr namhafter Bremer mit Willy Lemke zum Beispiel. Das war schon sowas wie ein Highlight, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich kannte Willy von meinen früheren Zeiten als Journalistin und als Talkerin in einer Talkshow. Und habe ihn einfach gefragt, ob er kommen würde. Und er hat sofort zugesagt. Und das fand ich richtig, richtig toll, weil ich das eben auch schön fand, so ein bisschen mal sein Leben zu begleiten. Es war letztes Jahr im Dezember und da hat er ja aufgehört bei Werder. Die Stelle beim UNO-Sekretär, Generalsekretär ist ausgelaufen sozusagen. Also es war so ein bisschen so ein Umbruchpunkt. Und es war eine fantastische Sendung irgendwie. Es hat richtig Spaß gemacht und er hat auch richtig Gummi gegeben und die Butter bei die Fische, weil er sich über eine Sache aufgeregt hat. Es war richtig toll. Da bin ich sehr dankbar, dass er gekommen ist. Was macht denn, was ist denn die Besonderheit eigentlich dieser Talk-Reihe? Es gibt ja nun im Fernsehen unendlich viele Talkshow-Formate. Wir haben ja auch ein kleines Talkshow-Format hier, wo du gerade gesagt hast, so ein nettes Ambiente. Wir haben natürlich auch uns ein wunderbares Ambiente hier ausgesucht auf der Weserfähre. Aber Thorsten, ich musste eine Kotztablette nehmen, weil ich nicht wusste, wie das hier mit der Schwankerei ist. Aber das geht doch, Ja, oder? super, ist super. Bei dir schwankt nichts. Nee. Bei dir ist alles wunderbar, weil ihr sitzt da warm und trocken und bei netten Getränken. Aber jetzt hast du mich glatt aus dem Konzept gerade gebracht.
Du hast was gesagt, Besonderes bei meiner Sendung, ne? diese Sendung, die ist was Besonderes. So hast du das gleich am Anfang, als wir uns zum ersten Mal unterhalten haben, angekündigt. Was ist denn das wirklich Besondere dieser Sendung Buddha bei die Fische? Das kann ich ganz klar sagen. Wir stehen ein mit der Sendung, mit der Crew und mit mir für Werte. Und zwar für Menschlichkeit, Wertschätzung, Authentizität, Ehrlichkeit. Und wir stinken an gegen Trash und Verarschungstv. Und es ist einfach so, da kommen Leute zu Wort, die auch wirklich was zu sagen haben, die aus dem richtigen Leben erzählen, die nicht irgendwie abgehoben irgendwie darunter von ihrem Olymp steigen und dann hier unter ferner Liefen irgendwas erzählen, sondern es sind Menschen aus dem Leben, die was erlebt haben oder die Experten für bestimmte Sachen sind, die aber irgendwie immer mit uns Menschen zu tun haben. Irgendwie, ich habe das auch so mal ein bisschen beschrieben, das, was das Leben bunt macht, das findet man auf jeden Fall bei Buddha bei die Fische, der Terfeen-Talk. Es ist nicht ein Promi nach dem nächsten, es sind echte Menschen. Ich möchte echte Vorbilder zeigen, wo man sich wirklich eine Scheibe von abschneiden kann oder vielleicht ein Gedanke kommt, der einen inspiriert, eine Antwort kommt, die einen inspiriert oder wo man drüber nachdenkt. Deshalb war es im Grunde genommen fast falsch, als Ersten sozusagen Willy Lemke heranzuziehen, wo er eigentlich genau das Gegenteil ist dessen, was du normalerweise machst. Da wollte ich auch ein bisschen drauf hinaus, weil du eben halt die normalen Menschen ja zu Wort kommen lässt und ganz spannende, sehr sensible Themen auch da behandelst. Ja, wir haben schon Tod und Abschied zum Beispiel gemacht, was natürlich bei ganz vielen sensibel ist, wo viele gar nicht wissen, dass sie ein Mitspracherecht haben, wie das alles vonstatten geht. Das ist nicht so, der Bestatter kommt und dann weg und alles, man darf nichts mehr sagen. Das stimmt gar nicht. Man darf da sehr wohl Einfluss nehmen, das wissen viele nicht. Dann ein Highlight war für mich Manni Laudenbach, der ist 1,30 groß und der hat Charme und Feuer für 2,50 Meter. Ein toller Mensch, der sich seit 50 Jahren eben als Kleinwüchser durchs Leben schlägt, wo ja die Welt auf 1,80 ausgelegt ist. Regale im Supermarkt und Tische, alles, was so konstruiert wird. Toller Typ, der hat immer gute Laune irgendwie. Da fand ich, kann man sich auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden. Ich hatte eine Frau da, die als Junge geboren wurde, die tatsächlich diese ganze Transition durchgemacht hat, auch sehr spannend. Oder eine Expertin für, wie man die ganzen Pfeifen, Klugschwätzer und Psychopathen aus Unternehmen eliminiert. Die war auch sehr, sehr klasse. Vor allem erinnert die mich immer wie an so ein böses Bond-Girl. Die hat so schwarze Haare und dann hat die so einen ganz harten Schnitt, aber die ist so super und so lustig. Also es sind tolle Themen, die mich auch berühren. Das sind alles Themen, die uns was angehen. Und das merkt man, wenn du über deinen Talk sprichst, dass du wirklich auch mit Herzblut und mit Leidenschaft dahinter steckst. Du hast gesagt, das geht natürlich nicht ohne ein Team, die dann für die technische Umsetzung zuständig sind. Aber für die redaktionelle Arbeit, da ist eigentlich auch dann die Moderatorin, sprich, da bist du alleine für zuständig, oder? Ja, das stimmt. Also ich sehe mich immer so ein bisschen als der Motor des Autos, aber ohne die Räder, die Türen und die Karosserie, die Zündkerzen, alles würde so ein Auto nicht fahren. Deswegen bin ich irgendwie schon die treibende Kraft und habe mir auch das Konzept selber geschrieben, habe mir das ausgedacht, kümmere mich um die Gäste. Es sind ja auch Musiker in meiner Sendung, da kümmere ich mich auch drum, wer da kommt zum Vortragen. Ich habe ein kleines Spiel eingebaut. Und was du sagst, die redaktionelle Arbeit ist natürlich auch meins. Ich gucke, welches Thema könnte interessant sein, wen interessiert das oder was kann man darüber machen. Ich bereite die Fragen vor und so weiter. Das ist schon mein Part. Wie viel Arbeit steckt denn in so einer Sendung, nur dich dann eben halt auch auf deine Gäste einlässt? Natürlich kann man sich nett mit jedem zusammenstellen oder zusammensetzen und einfach ins Gespräch kommen, aber wenn es gerade sehr sensible Themen sind, dann muss man sich ja auch ein bisschen vorbereiten und sich auf die Gäste, um sich wirklich einlassen zu können. Wie viel an Vorbereitungszeit kostet so eine Sendung? Das ist eigentlich schwierig zu sagen, weil für den einen Talk brauchst du ein bisschen länger, für den anderen kürzer. Aber eigentlich ist nach der Sendung ist vor der Sendung. Es ist wirklich so. Dann gucke ich schon, wer kommt als nächster Gast. Dann gucke ich schon mal ab und zu im Internet, was ich da recherchieren kann. Manchmal kriege ich ein Buch zugeschickt, was ich dann noch lesen muss oder auch lesen möchte. Das ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit, auch die ganze Koordination. Ich bin ja dann auch nicht nur die Moderatorin und Redakteurin, die redaktionelle Arbeit macht. Ich bin auf einmal Social Media, ich bin Sales, ich bin eigentlich alles, bin Büro. Es ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Und es ist manchmal so, dass ich abends um 11 da sitze, ich habe schon so viereckige Augen und irgendwie denke ich dann so, okay,
Du merkst es nicht, aber ich glaube, es ist Zeit, jetzt ins Bett zu gehen. Es ist 23 Uhr, los, mach mal die Kiste aus. Es bringt hammermäßig Spaß und es ist aber auch hammermäßig viel Arbeit. Ist viel Arbeit, aber wenn sie dann wertgeschätzt wird und wenn man dann sieht, die Gäste kommen gerne und vor allem das Publikum kommt gerne, die Resonanz ist gut, dann macht es natürlich auch gleich mehr Spaß und pusht auch noch mal so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, dass die Sendung auch beim Publikum gut ankommt. Ist das ein Gefühl von mir? Nimmst du das auch so mit und nimmst du das so wahr? Doch, tatsächlich nehme ich das auch so wahr. Ich habe noch nie einen Griesgram rausgehen sehen aus der Sendung, weil ich habe ja mit Publikum. Die sind alle oft, dass sie sich bedanken und für den schönen Abend und es war so lustig und es war so nett, weil mein Ziel ist es auch, die Zuschauer an den Fernsehgeräten oder auch vor Ort, das Publikum, soll wenigstens einmal in der Sendung schmunzeln oder lachen und sollen irgendwas mitnehmen, was sie vorher nicht wussten. Und das, wenn das erreicht ist, bin ich schon mal zufrieden. Verbessern kann man immer was, das ist klar, das ist in jedem Job so, ne? Aber trotzdem habe ich das Gefühl, die gehen eigentlich eher mit einem Lächeln raus, als mit runtergezogenen Mundwinkeln. Und das ist natürlich das schönste Geschenk, oder? Wenn man dann merkt, alle hatten irgendwie Spaß an der Sendung. Wie ist denn die Nachbereitung einer solchen Sendung? Sitzt die Redaktion dann auch da und die Redakteurin da und lächelt? Oder gab es auch schon mal so Situationen, wo du gesagt hast, die Sendung lief jetzt heute aber auch mal so gar nicht? Ja. Da man ja schlecht anderer Leute Job beurteilen kann, kann ich immer nur das beurteilen, wie ich das mache, zum Beispiel in meinem Job als Moderatorin oder als Redakteurin das vorzubereiten. Ich habe auch Sendungen, wo ich dachte, oh, das fand ich jetzt nicht so dolle oder da hast du dich verhauen. Ich frage das manchmal ab, dann bei Leuten, wie die es empfunden haben, wenn sie die Sendung dann gesehen haben. Oft merken die das gar nicht und mir ist es dann... Also es liegt dann an mir, dass ich denke, das fand ich nicht so gut. Oder ich war mal sehr krank, da hatte ich richtig hohes Fieber und habe trotzdem die Sendung gemacht. Und dann ist man wie in Watte gepackt und das Konzentrieren fällt richtig schwer. Klar, da denke ich auch nicht, yeah, das war jetzt die beste Sendung irgendwie. Das ist ganz klar. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, mache das seit über 10 Jahren als Redakteurin und Moderatorin zu arbeiten. Glaube ich, habe ich da eine gewisse Professionalität schon. Und wir haben eine Dreiviertelstunde Sendung. Dass da nicht alles immer hyper ist und das Beste vom Besten, ist klar. Aber ich glaube, wir haben eine gute Qualität, einen guten Standard und ich freue mich eigentlich über jede Sendung. Manchmal muss ich aber meckern, wenn dann irgendwas mit dem Ton nicht stimmt oder mit der Kamera, aber das bin ja nicht ich. Also wir können es immer nicht beurteilen, wie viele Leute sind jetzt hier da, wie viele sind auf der Fähre. Heute zum Beispiel sieht man hier viele Jugendliche, die hier auf der Fähre sind, die wahrscheinlich jetzt gleich nach Bremerhaven fahren werden und in irgendein Museum möglicherweise gehen. Sieht nach Schülern aus. Heute wird hier gearbeitet. Wir können es hier nicht beeinflussen, auch das Wetter können wir nicht beeinflussen. Insofern ist das für uns ein bisschen schwieriger zu organisieren. Ja. Aber was gibt es denn für dich noch für Ziele für die Sendung? Was hast du noch, was verbindest du noch für Hoffnung mit der Sendung? Ich habe gehört, es ist fast schon immer ausverkauft und man muss schon fast überlegen, größere Räumlichkeiten zu finden. Ja, wir sind immer gut besetzt. Man sollte sich auf jeden Fall anmelden unter publikum@buddhabeidifische.tv. Buddha mit DD geschrieben, wie man spricht, ist ja klar, ne? Es ist gut besucht und was ich mir wünsche ist, dass ich vielleicht noch ein paar Sponsoren oder Geldgeber finde, die für diese Werte auch einstellen und sagen, ja, das, was du machst, ist gut. Weil ich habe ja keinen großen Medienpartner, das ist ja alles aus eigener Kraft und mit meiner Crew zusammen. Und ich wünschte mir, dass Leute, die das nötige Kleingeld haben, damit einsteigen. Das fände ich schön. Ich möchte gern, dass diese Werte weitergetragen werden in die Welt, in die Gesellschaft, weil ich glaube, dass sie uns allen gut tun, wenn wir wertschätzend miteinander umgehen, wenn wir ehrlich sind, wenn wir authentisch sind, so wie wir sind. Ich glaube, dann ist ganz, ganz vieles, was auch gerade im Moment auf der Welt passiert, vielleicht würde das gar nicht so in der Form passieren. Das wünsche ich mir. Und ich habe noch so 1, 2 Leute, naja, vielleicht ein paar mehr, die ich gerne in die Sendung einladen. Wollte ich gerade fragen, ob es noch so ein paar Lieblingsgäste gibt. Kannst du da so einen oder so verraten, wo du sagst, den oder die möchte ich unbedingt nochmal in meine Sendung haben? Ja, ich möchte unheimlich gerne, dass Nora Tschirner kommt mit dem tollen Film Embrace, was gerade ganz aktuell ist. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Ich würde gerne Herrn Gauck mal einladen nach seiner Amtszeit, wie das dem jetzt so geht. Und ja, es gibt noch so ein paar andere
Aber zu viel wird nicht verraten. Man muss dann einfach auf Facebook liken oder sich im Newsletter eintragen und dann kriegt man immer die Information. Genau, man findet dich auf Facebook. Man findet da Buddha bei die Fische und man kann natürlich da alles zu den Terminen erfahren, wann die Live-Aufzeichnung ist und wann das dann ausgestrahlt wird. Aber du kannst jetzt natürlich auch schon mal verraten, wann die Sendetermine sind, denn ich nehme an, du hast die Sendetermine natürlich im Kopf. Ja, also das nächste Mal wird aufgezeichnet am 8. Juni. Es ist meistens in der 2. Monatswoche, der Donnerstag. Jetzt am 8. Juni wird was kommen, muss ich noch rausfinden, ist das jetzt absoluter Hokuspokus oder ist da was dran? Es geht um Wortkraftschwingung, das heißt, wie man mit Frequenzen, Tönen heilen kann. Und da hat jemand ein Programm entwickelt, was ich sehr spannend finde und mal gucken, ob der Shindidi erzählt oder ob das Hand und Fuß hat. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Im Juli haben wir Sommerpause und am August geht es dann weiter und ja, September, Oktober, November und im Dezember ist Winterpause, damit man sich auch schön auf Weihnachten konzentrieren kann, ne, wo man sich ja drauf freut. Und wann sind jetzt die Sendetermine im Fernsehen? Genau, das ist unterschiedlich. Wir haben 13 Lokalsender, die das mittlerweile ausstrahlen. Das sind ungefähr 2,6 Millionen Leute, die wir erreichen. Ihr strahlt immer in der 4. Woche am Donnerstag aus. Davor kommt Oldenburg 1, die strahlen an dem 3. Wochenende aus, Freitag, Samstag, Sonntag. Den Montag strahlt Kiel und Flensburg aus, dann kommt ihr, Bremen, Bremerhaven, Nordenham. Und dann verlassen sie mich tatsächlich, dann kommt noch Hannover, Sachsen-Anhalt, Berlin. Die Zuschauer erreichen wir ja jetzt Genau, sowieso nicht, insofern genau. ist das dann auch Genau. egal. Ich bedanke mich dafür, dass du hier heute auf der Fähre gewesen bist, mein Gast gewesen bist. Und ich drücke dir natürlich sämtliche mir zur Verfügung stehenden Daumen, dass das Konzept weiter so wunderbar funktioniert, dass du noch ganz, ganz spannende, tolle Gäste begrüßen können wirst und dass wir das weiterhin bei uns im Programm ausstrahlen können. Sehr Denn ich gerne. freue mich sehr über diese wunderbare Sendung Buddha bei die Fische. Vielen, vielen Dank, Thorsten. Wenn jemand uns unterstützen möchte, wenn ich das sagen darf, es gibt ein PayPal-Konto, Unterstützung@buddhabeidifische.tv. Da darf man gerne was hinspenden und natürlich immer schön gucken und dabei sein. Uns bringt es mega Spaß und vielen Dank heute für die Einladung, dass ich ein bisschen drüber erzählen durfte. Vielen Dank. Schön, dass wir hier mal Buddha bei die Fische gegeben haben. Passenderweise auch noch auf einer Fähre. Also wir waren ja auf dem Wasser mit Buddha bei die Fische. Besser kann es doch gar nicht sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass Sie wieder dabei waren beim Fair Talk und ich kann Ihnen was verraten. Wir sind noch auf der Fähre und zeichnen noch weitere Sendungen für Sie auf. Das heißt, in den nächsten Wochen sollten Sie, wie natürlich sowieso immer, regelmäßig Radio Weser TV auf Empfang schalten und dann kriegen Sie eine neue Ausgabe vom Fair Talk präsentiert. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.